Als dit Volk haben wir einmal nicht ganz genau gewusst, wer wir sind als Krieger. Wir sind durch die Welt gereist, ein Land oder andere Land, und haben Verfolgung gelitten, wenn wir nicht wollen zum Krieg gehen. Und die Bibel sagt aber, wir sind Krieger, wir sind hier zum Fährten. Und als Christen weit wir einmal nicht ganz genau, wo wir fährten sollen. Und von der, wo wir sein in dieser Botschaft, nicht bloß, wo wir fährten sollen in uns jährlichen Krieg, aber wirklich wie mutig fern wir gehen und Sieg kriegen an diesen Krieg. Wir sind von der in unserer letzten Botschaft von dieser Reihe von Botschaften von Epheser, wo wir nan am Himmel und auf der Erde, und wir haben so geweiten auf lange Zeit uns gesagt, wer wir sind, wir sehen, wir wollen uns Stuhl setzen, wir wollen glauben, unsere Theologie reich haben, über unsere Identität. Für 2 Kapitel lang haben wir uns gesagt, wo wir wohnen sollen, oder wovon leben wir sollen haben, nur, dass wir weten, dass wir Gott seine Kinder sind. Und von der ist das dritte und das letzte Part, wo wir uns wollen, denken helfen, Stunden zu bleiben, jeden so tun, wenn die uns angreifen. Die ersten 2 Dinge, die wir uns besein haben, wo Paulus hat meist den ganzen Brief von verteilt, wer du bist und was du tust oder du sollst. Das sind 2 von den Dingen, die so tun, die Physiken vorzustellen, so schwinn osmählich. Kann ich das noch einmal sagen? So tun, was die Physiken deine Identität vermerken, so tun, was die Physiken zu sein, du brauchst nicht tun, was Gott will, haben die so tun. Das habt ihr von Anfang an getan, wenn die 2 Dinge könnt vermerken, an dein Leben, dann ist die Kirche hier verjährs. Kann ich noch einmal sagen? Wenn so tun, diese 2 Dinge, was in dein Leben verbraucht merken, und die, was du kriegen, dass du was düren, über wer du bist, und was du tun sollst, dann habt ihr die Kirche so wie die kriegen, dass die Verdammtheit auf dieser Welt ist. Und dann sehen wir nicht, dass nie keiner kriegt, was hier einen Unterschied merken. So, wir sind an einen Krieg, und das weit wie hoffentlich alle. Wenn wir diese 2 Titel oder diese 2 Wörter lesen, dass wir haben einen himmlischen Kerne gekriegt, wir einen irdischen Kerne gekriegt, dann sollen wir all weiten, dass wir sind an einen Krieg. Wenn das sind 2 von den ganz geradsten Extremes oder Unterschieden, was wir auf dieser Welt haben. Licht in Düsternis oder so tun in Gott. Gott sein Kernekrieg ist ein Dach-Kernekrieg, das ist ein Kernekrieg von Licht, so tun sie ein Kernekrieg ist ein Kernekrieg von Düsternis. Und das sind die geradsten Fienden, was wir jemals irgendwo sein haben. Die geradste Extrem von Feindschaft. Und so, wenn du eins oder das andere bist von diesen Kernekriegen, dann weißt du, dass du bist in den Krieg. Und die Wahrheit ist, keiner ist durchwaschen. Wir sind entweder ein Kernekrieg oder ein anderes. Wir sind entweder Gott seine Kinder oder nicht. Wir sind entweder Kinder des Lichts oder Kinder von der Düsternis. Und so, wir weiten dort, solange du leben wirst, wirst du in den Krieg sein. Und Jesus hat uns gesagt, unbedingt hat uns gesagt, dass das vor dich. Als Jesus und Kreuz wir aus der Sterben leid, weißt je nach was ihr seht nicht das vor dich, das ist ganz vor dich. Aber Luther, wenn ihr in Offenbarung lesen, dann immer, wo ihr anders sagt, dass nach einmal nicht das vor dich. 2 Mal. Das erste Mal ist das vor dich, dass du in das nie Kernekrieg geboren bist, als Jesus und Kreuz starb. Aber dann ist es noch nicht vor dich, dass du in diesen Krieg bieten bist. Dann hast du noch nicht vor dich mit Kämpfen, nicht vor dich mit Fährten. Wenn es in Offenbarung sagt, nicht das vor dich, in Offenbarung 21, dann wirst du an, dass nicht der Krieg vor dich, nicht alles vor dich, nicht das vor dich, dass du diese Welt brauchst, überhaupt mehr düren oder Fährten oder Kämpfen. Ein Tag wird das Krieg immer sein, wo wir sind. Aber bis dann, sind wir in einem Krieg. Von dem Tag, wo du geboren bist, bis dem Tag, wo du gestorben bist du in einem Krieg. Und so, du weißt an, wie das so steht. Wir haben uns eigentlich gesagt, wir haben nie Einigkeit, wir haben nie einen Wandel. Aber von der, weil wir vertrauen, von der nie Kampf, wo wir sind. Und hier ist vor allem dort nie Kampf anwählen, wie dann eine Weise kämpfen, kriegen und wo du bist. Was du für Sünden lebst oder für Gott lebst, du das eine Weise kämpfen. Weißt du, warum die das Leben einmal nicht scheint, wenn du bist in einem Krieg bist? Weißt du, warum du nicht alles kriegst, was du jankert, wenn du bist in einem Krieg? Weißt du, warum die vielmal jankert, was die nicht so haben, als wenn du bist in einem Krieg bist? Wir weiten dort, wir leben in einem Krieg bist. Aber wenn wir an Gott sind Kernekrieg sind geboren, dann kämpfen wir anders, dann fährt wir anders, als was wir deuten, als wir in Süden sind Kernekrieg wir. Und viele Menschen weiten das nicht. Zum Anfang weiten die nicht mal, dass die ein Krieg sind. Viele Menschen, die leben so, wenn die bloß auf dieser Welt sind, die brauchen nie nicht kämpfen.
Aber viele Menschen, wenn die schon nie kennengelernt sind, angebracht, dann die wissen nicht, wo zu kämpfen. Die wissen nicht, was für eine Strategie oder Weg von Kämpfen die brauchen sollen, um so zu gewinnen. Nu, die Botschaft von der heute bloß ganz kurz so steht, und das ist ein interessanter Thema, und ich würde gleich nicht überdenken. Der Thema heute so steht, da kämpfen meint mehr Vertrauen. Da kämpfen meint mehr Vertrauen. Und das hört sich vielleicht ganz arg, ganz das Gegenteil von was wir vielmal von Kämpfen verteilt haben. Wie sein einziges Mal, das Kämpfen hat zu tun mit Dollar schaffen und Dollar proben und nach ein paar mehr Dingen, die im Backpack nehmen und Dollar kämpfen und nach einmal proben. Und wenn du von der nicht gemerkt hast, dann mal noch einmal und dann mal noch einmal. Und wie sein das ein Klima, das religiöse Leben, wo wir all unsere Liste von Checkmarks nicht nur kommen. Aber wenn wir wollen, die Wahrheit mit einmal sein und die sein mit einmal, wo wir ben sind, wovon Kampf wir ben sind, dann wollen wir bald ändern. Den Kampf, wo wir ben sind, ist ein Kampf, wo du all, wo mag das sein? Das ist ein Kampf, wo wir anders werden, als was wir in der Welt deuten. Im Alten Testament, wo eine große Regeln wären und alles wir kriegen und alles wir dort merken, du sagst Gott, even zu das Volk existiert. Und ich wollte ein Vers lesen in 2. Chronik 20, Vers 15. Du sagst Gott zu Juda, so sagt der Herr zu uns, je sollen nicht fürchten und nicht vertweifeln wegen dieser großen Übermacht. Der Rede von der Kirche, wo die Ben sind, weil es das Kampf es nicht jene sagt, das Gott ihnen sagt. Dort haben wir eben gesagt, im Alten Testament, wo das Volk saß nicht das kriegen. Du merkst, das Volk immer wieder denken, sagt, jene Kriegsgerätschaften, jene Weapons, die wollen nicht helfen, wenn es mein Krieg. Wenn die nicht wollen Reich kämpfen, dann wollen die das nicht merken. Wenn der Kampf, das ist Gott ihnen. Als David den Goliath dort merken, was ist David? Der Kampf, das ist Gott ihnen. Das Krieg ist Gott ihnen. Ich brauche Gott seine Gerätschaft, um die zu gewinnen. Und wo viel mehr im Neuen Testament, wo wir leben, und wir wollen von dem Krieg vertellen. Von Krieg vertellen ist gewöhnlich nicht mutmerkend. Das sei ja anmutig, wenn ein Krieg leben jetzt fragt, nicht? Aber ich glaube, das wird eine mutmerkende Botschaft sein für die, wenn die schwarz lernen, wo zu kämpfen, und kann ich die was sein, wo leicht das ist für die Kirche oder für Gott seine Kinder so zu gewinnen, wenn wir denen seine Strategies und andere Strategies weiten, dann ja das schon kämpfen. Wenn du weißt nicht bloß, dass du gewinnen kannst, aber du bist und gewinnen, die bei der Finishline bist, dann ja das actually schon kämpfen. Okay? Und so, das müssen wir lernen. Wir müssen ausfinden, wer wir sind, wir müssen ausfinden, was so tun wird. Und er fängt an, so steht, Paulus fängt an, in Epheser 6, Vers 10. Und er sagt uns, der Talat sorgt dafür, dass ihr stark werden durch die Kraft, die der Herr ihnen gibt. Merkt ihr, was er sagt? Wir sollen stark werden durch Wort. Nicht durch unsere Kraft, durch Dollarproben, aber durch die Kraft, die Gott uns gibt. Du darfst selber nicht stark werden. Und Paulus sagt Talat. Nu habt ihr uns all diese Dinge gesagt, und nu Talat. Und das hört sich meistens, Paulus sagt uns das. Er kennt eine ganze Herde feine Dinge gesagt, und ich habe noch einige verjährt, und ich wollte das auch noch schön sein, eigentlich diesen Brief zu eng merkt. Das ist nicht da. Paulus wird uns einmal ein Ding sein, und das ist nicht bloß ein Ding an top, was er uns alles gesagt hat. Der merkt uns bloß noch einmal klar, was er uns den ganzen Brief über gesagt hat. Das ist nicht die Idee von, dass wir uns auf den Bein abgenommen und das ist ein Hike mit Amt abgenommen und all diese gute Dinge gewesen, von wer wir sind, was wir sollen tun. Und nun sind wir vom Bein rauf und ich habe uns weiten. Das ist mit aller die Idee, dass der uns ganz auf die Spitze von den Bein gebracht. Und du buben wiest uns nach einmal das große Bild und sagt, will je nach einmal sein, wo das ganze Bild sitzt. Und das wird uns von der was sein. Die haben uns dort mit einem sehr feinen Beispiel, das sieht meistens, der rollt uns das ganze Paket nach einmal an, und dann jaft uns das mit und sagt, was ich von der was sein, soll ich nicht vergessen. Das sei sehr wichtig. Ich will dort ein paar wird sein, was ich in den ganzen Zeit gesagt habe, wer ihr seid, was ihr tun sollt. Und der braucht gute Beispiele, um uns zu geben, aber ich wieder nennen, weil ich ihn ganz kurz wiesen, das Bild, was Paulus braucht. Er sagt, Vers 11 sagt er, trag den ganzen, oder trag dort ganze, trag an, das ganze Kriegsgerätschaft Gottes, dass die Stunden kennen, je in der Lastge Anschläge vom Teufel. Ich weiß nicht, dass das in der Bibel steht, nicht? Dann sagt er, dann uns Kampf es nicht je in Blut und Fleisch, sondern je in der Herrscher,
jen gewollte, jen die Weltherrscher dieser Dienstnis, jen die Gäste, die Bosheit, dort wird beisitzt, und die himmlische Welten. Das ist Satan, das ist ein bisschen schwer zu lesen, aus dem, was ich wenig lesen, aber some von diesen Wörtern sind viel reicher als die andere Plot, die ich gesagt habe, was ich eins mal lesen. Du wehen, sagt er, nehmt den ganzen Kriegsgeschirr. Kriegsgeschirr meint nicht Goffeln und Labels. Kriegsgeschirr meint einfach Weapons. Nehmt das ganze Kriegsgerätschaft für Kriegsgeschirr Gottes, du mit die Bestunden kennen, bei diesem Tag und sich das Feld beholen kann. Okay? So, das sind ein paar Dinge, was wir merken hier. Das erste ist, wer ist uns Feind? Wer ist uns Feind nur diesen Tag nur? Ich will Ihnen gut sein, ich sage nicht, ich komme nicht von der Seite, dass jedes Mal, wenn du hast gelehrt und dann du bei sich jetzt in den Stuhl, oder wenn der Super seine Beutel abhebt, dann du in so tun eine Beutel band, oder wenn ihn fertig haben, weicht feiert, dann du bei sich Feind und jeder hört. Ich glaube das nicht, okay? Aber ich bin ganz versichert von du, ich komme von du, wo ich glaube, dass wir haben mit Gewalt bei sich jetzt zu tun, was in der Königreich auf dieser Welt herrschen tun. Und das sind bei sich jetzt, wo du selbst nicht wollen, aus dein Leben und alle Menschen, die dran die wohnen, und weit bieten, jeder Gemeinschaft, die diese Welt hat, vermerken will. Okay? Und in diesen Tagen nur ist uns Feind nicht Fleisch und Blut, nicht so? Aber wir sollen merken, wenn so viel Mal dann glaube ich, dass unsere Feind sind die Menschen. Die Feind ist nicht die Früh, oder die Mann, oder Jan Wirt, was die hast, oder der Nuber, was ihn tun und Angst, den Land gebüht hat, oder die hat aufgegangen. Uns Feind ist niemals eine Person. Kriegt nur, dass der von dieser Kirche, oder von der anderen Kirche, oder von keiner Kirche ist. Du bist noch keinmal in jeden Wort gekommen von einer Person, die dein Feind ist. Okay? Die machen vielleicht bedwungen oder besessen sein vom Feind, aber die sind nicht der Feind selbst. Das ist eine gerade Kraufhänger, das ist eine gerade Machhänger, und dort sind bei sich Gäste, mit was wir zu kämpfen haben. Also, wenn wir dort nicht verlieren, es sei wichtig, dass wir das sein, wenn wir uns kaum wollen gewähren, dann müssen wir utfinden, wer so tun ist. Das andere Ding ist, wo so tun uns Feind ist. Und dort ist, wenn Gott es so tun, sein Feind. Das sind zwei Kernkriegsmord, was wir zu tun haben. Und Gott hat uns gemerkt. Weißt du, warum so tun, die können schlecht leiden? Das sei einfach, wenn du bist in Gott sein Ebenbild gemerkt. Als du in Gott sein Recht bist und so tun sein Kernekrieg, so tun kann die schlecht leiden. Wenn die sieht, dann kann Gott sein Ebenbild sein, der kann Gott sein, der kann der Stahl über die. Der will die vermerken. Okay? Aber wir weiten Gott, dass wenn wir in Gott sein Kernekrieg sind und wir leben in Gott leben, je Dollar sieht uns nur Gott, je Dollar sieht uns nur Christus. Und so tun wir stanken und fährten und das Verbruch merken. Und wenn wir dort mal einmal sein, dann wollen wir auch wovon wir suchen haben zum Fährten. Falls du dir noch mal so dazu tun hast, dein Leben mehr übernommen oder du kannst nicht mehr jeden so tun, fragst du dich noch mal, warum so tun deine Familie bloß nicht tachlat oder warum die sich verfehlen, um deine Familie schwer zu merken? Weißt du, warum die noch mal so dort falsch? Wenn das Krieg, was so tun, braucht zu tun. Wenn du glaubst, dass so tun, weil deine Familie zwei merken, dass wir in der Welt deine Familie zwei merken. Das sind drei Dinge, die so tun in Gedanken haben, in Johannes Kapitel 10. Weil je nach was das sind, der will stehlen, der will Tod merken und der will verdorben. In jeder gute Geschichte kriegt man, wo wir drei, jeder gute Geschichte in das Leben, oder auf dieser Welt, oder eine Geschichte, was zum Ende kommt, jeder gute Geschichte, was zum Ende kommt, darf so tun, irgendwo zwei merkt. Entweder der hat mit zu tun, oder der ist kriegt mit involviert. Aber so tun es du mit hinja, reich der Gott Eden, wenn so tun du es und wie glauben so tun und wie tun, was so tun will haben, dann kommen gute Geschichten zum Eng. Jede gute Geschichte kommt zum Eng, wenn so tun du mit involviert oder mit involviert, wie war es das. Und so, wer wird das nicht verjährt, und so tun, was das. Aber ich will Hanni sagen, ein Ding von diesen Tagsmorgen, wie wiedergehen, das steht. Der sagt du in Vers 11, der sagt du, dass sein letzter Anschlag, was so tun, braucht, um uns verdorben. Was sind lästige Anschläge? Auf gewisse englische Übersetzung sagt, das sind Schemes. So tun sie Schemes, was die braucht, um uns verdorben. Und das ist probably der größte Unterschied, was du lernen in deinem Leben je so tun, jemals ein Leben. So tun, wenn du sagst, das sind lästige Anschläge, das meint nicht, das ist eine große Kraft. Kann ich das noch einmal sagen? So tun, der nicht fährten mit Kraft,
Wenn so tun, es kraftlos geworden durch Jesus ihn gestorben und Jesus ihn abstehen. Ist das klar? Wenn wir das nicht wollen zu holen kriegen, dann wollen wir kämpfen und immer probieren zu kämpfen und immer suchen zu besiegen, und wir wollen das niemals merken, wenn wir glauben, dass wir bloß stark sind, das so tun. Wir müssen klicken, sind das so tun, um den seine lästige Anschläge zu verdorben. Und so das ist sehr wichtig, dass wir das lernen werden, wenn so tun, was die Physik zu merken. Aber jetzt wird der was tun, nicht mal seine Kraft, in der Haft eine Kraft. So tun, was die Physik zu merken. Wenn ich sage, so tun, haft nicht Kraft, dann meine ich, in die Kraft, was du hast. In 1. Johannes 4, Vers 4 sage ich, dass der, was ein Ansmut ist, gerade, dass der, was in der Welt ist. Okay? So, wenn so tun, die Welt zwei merken, so tun, weil die zwei merken, was leer ist. Und der sagt zu dir, dass die Dinge, was du getan hast, die wirst du niemals abhören. Die Dinge, die in deiner Vergangenheit sind, die passiert, die wirst du niemals losfinden. So tun, was die sein, dass die Depression, wo du in deiner Familie bist, das bloß wegen dieser Familie. All die Dinge, was so tun, was die sein, die wird die verlieren, oder die so zu die Frau, und die selbst was verlieren in die Lehre bleiben. Das ist so wichtig, dass wir das sein. Das ist so wichtig, dass wir das sein. Wenn die Bibel sagt, dass so tun, Petrus sagt, so tun jetzt Ram so ein brauner Leib. Aber die sagt nicht, das erste Leib. Ihr merkt, die jetzt Ram so als ein brauner Leib. Aber ein brauner Leib ist gefährlich. Der kommt aus braun, der kommt aus liegen. Weißt du, wer der ab ihrem Leib ist? Jesus. Der sagt, das ist der Leib von Juda. Aber so tun jetzt Ram so, wenn das der braune Leib ist. Dass dieses Glauben, dass dieses Annehmen, dass so tun seine Lehre sein Wahrheit. Nu, Lass mir das zu sein. Wenn so tun drei Dinge an seinen Gedanken hat, je in die Familie, je in diese Kirche, je in irgendeine Kirche, wo Jesus nur fallen hat, so tun auf drei Dinge am Plan, aber der hat bloß ein Gerätschaft an sein Tool. Weißt du, was das ist? An sein Toolbox. Liehen. Hängen am Licht führen. Bloß diese hängen Rick führen, was ist das deutsche Wort? Hängerig, Dankeschön. Das Hängerigschen braucht, die mit dieser lästige Weg fertigen. Das ist der einzige Tool, was wir haben. Aber wir haben eine ganze Reihe von Gerätschaften, die wir haben, um jeden so zu schaffen. Ich habe den Angebot, weil ich in ganz klar bloß das sein. In der Zweiten Weltkrieg hatten wir mal eine Begebenheit, wo Deutschland versagt, wo Hitler, Deutschland versagt, Briten anzunehmen. Und some von Ihnen wird die Geschichte gleich nicht weiter dort nach gut, aber was Briten da zu der Zeit, die wurden eine sehr lange Grenze merken, Ram der Land oder vom Fernen der Land. Und die wurden ein großes Radar-System abstellen, um die Deutschländer ihre Jets detekten. Und die hatten sehr viel Zeit in Jalten angesteckt, bloß um ein Defense-System zu bauen, bloß um die Menschen, um Deutschland ihre Luftwaffe zu catchen. Und die waren so erfolgreich, dass du wären Tausenden, Millionen Pilots und Jets, die verbraucht wurden von Deutschland können nichts tun. Okay? Weil die hatten viel zu viele Radar-System und die hatten viel zu viele Weapons in Britain, dass die können anbringen. Aber ein Tag hat Deutschland sich vorgenommen, die wurde doch kennen und die bieten ein Night-Vision-System in der Jets und dann können die doch unter Nacht fliehen. Und das wird die Zeit, wo all die Technologie ändern wird. Und dann für die nächste Zeit, dann kommt Deutschland in Britain an und die knallen der ganze Hauptstadt ab. Sehr viel Schulden. Aber weißt du, warum Deutschland kann Britain gewinnen? Nicht, wenn Britain nicht genug Kriegsbereitschaft hat, nicht, wenn die nicht genug Menschen hat, aber bloß, wenn wir nicht bereit für den Weg, wo die Enemies wurden angegriffen. Da kann ich Ihnen was sagen, der ganz meiste Mal, woran wir Christen haben, das nie kennengelernt. Und Gott sind kennengelernt, was sich die Leute durchschnun, die leben in Sinn, ein Jahr oder andere Jahr, und die kennen nicht los von diesem Sinn, und die leben in Depression, und die leben in das Leben, und die kommen noch nicht an. Es ist nicht, wenn wir die Kraft nicht gekriegt, das ist, wenn wir so tun, sie eine Anschläge nicht gelehrt. Wir haben nicht gelehrt, dass so tun, haben Weichtum und dies denn es schaffen, und das ist aber gleich so schlimm. Wir haben alles gekriegt, was wir brauchen, um so tun fährten, aber so viel mal dann weit wir das nicht, was Gott uns hat in unsere Hände gegeben, um jeden so tun fährten. Nu, so tun. Paulus, der satt im Gefängnis. Remember, als Paulus das im Brief schrift, der satt im Gefängnis und ist aus einem Gefangener, wenn der hat und nie kennengelernt geschafft und ist der gefangen geworden von der Welt, von der römischen Reich. Und ich wundere einmal, was Paulus studiert, und die Bibel sagt uns das nicht klar, aber ich wundere, dass Paulus nicht, aus der das letzte paar Versen geschrieben,
da zu der Epheser, dann wollte er noch ein gutes Bild geben, ein gutes Beispiel geben, wo die sollen gehen, suchen stehen. Und ich finde, dass der nicht lang gehockt hat und so gedacht, was will die Christen mal sein? Was soll ich dem mit einem Haus geben und sein? Und wenn die das eine Ding wollen tun, dann wird es schaffen, dann wollen die gewinnen können. Und remember, dass wo Paulus sagt, wir sind römische Soldaten. Und ich wundere, dass Paulus nicht sagt, diese Jungs, du bekicken dich. Du wirst Soldaten, diese römische Soldaten, dort wären von den ganz stärksten Menschen, die die Welt jemals gesehen hat. Die wären, das römische Reich wird die Welt machen, und die Soldaten, die in Rom wären, wären die stärksten von den stärksten, da wäre die Capital. Und die passen dann Paulus ab, oder die passen dann in die Gefängnis ab, und Paulus sagt, diese Jungs, die alle Tag vorbeigehen, Gott mehr, man denkt, so, hey, das ist ein gutes Beispiel für uns Christen. Wenn wir aus dem Königreich Gottes in das dieste Königreich wohnen, das ist, was wir sollen tun, zum Bestehen bleiben. Das ist, was wir sollen tun, dazu tun uns nicht was kriegen. Und der braucht eine ganze Reihe von Dingen, von diesen römischen Soldaten, was die Sachen waren. Die brauchen ein physisches Bild, aber die brauchen geistliche Beispiele zum Sein. Das ist, was die sollen haben, das ist, was die sollen tun, am Suchen zu gewinnen. Und er fängt an, das erste sagt, die sollen das Bild anmerken. Das habt ihr gelesen, right? Und Vers 14, Römer 6, Vers 14, sagt, die sollen das Bild von der Wahrheit anbringen. Ich wundere, warum Paulus mit der Wahrheit anfängt. Haben wir gedacht, warum ist die Wahrheit für uns Christen so wichtig? Weil ich glaube, du wenn so tun sie eine ganz einzige Macht in unseres Lebens. Könnte das einmal sein? So tun ist gleich so stark, nicht eins, was wir sind, aber wenn wir so tun bleiben und nicht mit der Wahrheit umgehen, dann kann so tun uns gewinnen. Und die Wahrheit, die hält alles taub. Die hält einen großen Part von den Armor taub, von dem Schild, sogar den Schild, was die haben, den können sich anklippen, und das Maß, was die haben, können sich anstappen, wenn die andere Dinge wollen brücken und so. Diese Wahrheit hält uns Glauben, die hält die Bibel, die hält alles taub. Okay? Wo der Host dich nicht anschmieden, fehlt man sieht, wie was wir die Wahrheit. In Johannes 14, Vers 6, wer ist die Wahrheit, oder was ist die Wahrheit? Wir müssen mit noch ankommen, aber das ist ein wichtiges Ding, dass wir uns lernen, in der Wahrheit zu leben, dass wir lernen, uns in der Wahrheit zu wandeln. Und wenn wir dann denken, dass das ganze Armor, oder das ganze Kleid, oder das ganze Kriegsgerätschaft, wir uns antragen, das ist nicht uns Gerätschaft, das ist nicht uns Armor, das sagt, das ist Gott seine. Und so, wenn diese Wahrheit Gott seine Wahrheit ist, dann meint das, dass die Wahrheit ist nicht lebenszeug, eine Wahrheit. Wir haben es so leicht so zu holen, dass wir sind der rechte Zeug. Ja, eine Zeug läuft das der rechte Zeug, eine andere Zeug ist der rechte Zeug. Und jeder einer kann seine eine Wahrheit haben. Ich brauche gar nicht aufstellen, weil wir haben alle unsere eine Wahrheit, nicht? Das muss Gott seine Wahrheit sein. Wenn wir uns an Gott seine Wahrheit holen, und da uns ranbringen, das ist, wo wir wollen gewinnen. Das zweite Ding, was der bringt, ist die Brustschild, sagt er. Der Brustschild von Gerechtigkeit. Und das ist ein sehr wichtiges Port, so du setzt, das bewahrt unsere Horten. In der Gerechtigkeit, das ist entrechtet, wo erklärt das zu Ihnen, dass das sein mag? In der Gerechtigkeit ist, ich habe von zwei Seiten bekicken. Meiste religiöse Circles, die wollen immer sagen, die Gerechtigkeit ist den Weg von Leben. Du kannst heilig genug werden in deinem Lebensstil, dass ein Tag wirst du fehlerlos leben, und du kannst auf dieser Welt das ewige Part von deinem Leben so leben, dass du keinen Sinn mehr begonnen wirst. Und viele Menschen wollen reich sein, wenn ich so und so lange in Christi war, nu habe ich für 20 Jahre nicht gesündigt. Wenn er sagt, dass Gott seine Gerechtigkeit, nicht unsere Gerechtigkeit, dann meint dort, dass die Gerechtigkeit, was Jesus dir geschenkt hat von Kreuz, das hat nichts mehr zu tun mit, was du tun wirst, und dort wird die gerecht merken, aber alles mit zu tun, was Jesus mit dir tun hat, dass dort die gerecht merkt. Nicht unbedingt, wir wollen ein heiliges Leben leben für Gott, aber diese Gerechtigkeit, was wir uns ranbringen, ist, dort anzunehmen, dort zu glauben, dass wir sind gerecht gemerkt worden für Gott. Wir sind fehlerlos für Gott, nicht wegen was wir tun haben, aber wir sind fehlerlos für Gott, wegen was Gott mit uns zu tun hat. Und wenn wir diese Gerechtigkeit nicht haben, ich werde lieber ohne Weg sein. Der ganz einzige Weg, um jeden so zu tun, ist, dass du dort ganz gewiss weißt, dass du bist gerecht gemerkt für Gott. Und wenn du dort nicht weißt, dass du bist gerecht gemerkt für Gott, dann merkt das sicher, dass du gerecht gemerkt wirst für Gott.
Das dritte Ding, was er abbringt, das sind unsere Show, unsere Steuveln. Und die Soldaten haben immer diese Show an, was in dem Krieg ging. Könnt ihr was verraten? Die Steuveln oder diese Show, das sind die Show von der guten Nachricht von dem Evangelium. Oder die Nachricht von Frieden, sagt er. Woran tragen Menschen sich Show an? Zum Schlupen gehen? Oder zum Couch gehen, sitzen und Movies watchen? Oder wann tragen Menschen sich Show an? Zum gehen schaffen, nicht so? Zum die Dinge tun und zum bühen. Okay? Und in diesem Case zum Lohn annehmen. Diese Show, sagt Paulus, nicht, wie sollen die antragen, zum bloß zu setzen oder bloß stehen. Hier bringt er noch einmal das Denken an, was er uns eigentlich gesagt hat. Und er sagt, ich kann nicht bloß zu setzen und bleiben, wie ich sind, jemand anfangen zu gehen. Weil diese Soldaten, was Paulus hier braucht, das sind die Jungs, die du einlohnt, nur das underlohnt, haben angenommen. Und die haben die Welt zu ihrer Zeit übernommen. Und Paulus sagt, das soll je sein. Ich kann nicht bloß eine Twerk, kann ich was sehr lüdet sein. Ich kann nicht bloß eine Twerk setzen und beten, dass Gott wird jene Person ändern. Wie kann Gott nicht schicken, der auf uns geschickt hat zu tun? Okay? Und so diese Show soll ihn antragen. Und er sagt, wenn ihr diese Show nicht antragen, dann kann ihr so nicht gewinnen. Und so dass diese Idee von nicht bloß Defense leben, aber Offense. Wir wollen gehen und wir wollen mehr Land annehmen. Wir wollen gehen und das nie Königreich ausspreiten. Martin Luther sagt mal, das steht nicht gleich, was er sagt, Jesus kann 1000-mal sterben, aber das wird nicht geholfen haben, wenn wir die Menschen dort nicht sein. Okay? Wenn die Menschen dort nicht weiten, dass Jesus ist für die gestorben, was hauptsächlich, dass Jesus ist gestorben? Die können wir nicht geraten werden. Das ist so wichtig, dass wir das lernen. Und gleich, was er hier sagt, wenn er sagt, dass die Nachricht von Frieden. Und das sei ja wichtig, wenn Menschen, die glauben, dass ein Krieg wird bloß gehen und alle Menschen bematten, dass sie sich sollen bekehren, dass die gute Nachricht von Frieden. Wir sind Friedensmerker, wir sind die, die in der Welt Frieden anbringen mit unserer Nachricht. Das vierte Ding, was er sagt, ist der Glauben und das ist das Schild. Wozu tun ich so mit seinen Brände fehlen, der Schäden sagt er, oder dazu tun ich mit seinen Brände fehlen soll kriegen. Und das ist wahr. Wir wissen, dass Gott hat gesagt in Hebräer, dass Unglauben ist das allmählich Gott zu gefallen. Das fängt alle mit Glauben an. Das fängt alle mit dem Glauben, wer wir sind und was Gott sagt. Mir geht die was zu vertrauen. Warum ist dir das so sehr, sehr schwer, dort von dir zu glauben, was Gott sagt von dir? Warum ist es so sehr schwierig, zu glauben, was Gott sagt? Ist das, wenn wir haben so einen kleinen Glauben? Oder warum ist das schwer? Ich glaube nach einmal, dass wir uns das Glauben gleich sehr schwer. Wir sind alles sehr gute Gläubiger. Wir glauben an ein Wort. Wir glauben, dass wenn wir genug Geld haben, dann das. Oder wenn wir gesund genug sind, dann können wir dort tun. Und wenn wir die Person befrieden können, dann wollen wir Gott das Leben haben. Wir glauben actually an ein Teil Dinge und eier wieder haben. Zum Beispiel, wenn die noch mal in den fertig nennen, yes, ich weiß nicht, was die gleichen ist, Ford oder Chef oder was immer die gleichen, aber woran vertrüst die den fertig? Zum die Familie dann sagten, in Tausende Meilen oder Kilometer fahren, und du hast noch, manchmal, wenn wir gleich weiten, wo der Motor 100% schaffen, wenn wir noch keinmal den Menschen begegnet haben, was das fertig gemerkt haben, wo kannst du so vertrauen, dass der das Beste will für dich und deine Familie? Wo vertraust du, dass das Beste fertig ist für uns? Du kannst den Menschen nicht mehr, was das gemerkt haben. Weißt du, was das ist? Das Glauben. Wir glauben, dass der das Beste will für uns. Do wir nicht? Do ihr nicht? So, wir glauben so viele Dinge, aber wir haben einen sehr schweren Zeit, uns Glauben auf der rechten Stehhand zu setzen. Kann Ihnen was sagen? Wir Christen haben das sehr abfallend. Wir sind bei dir gekommen, wo wir das glauben, dass der Universum ist nicht gemerkt. Wir sind bei dir gekommen, wo wir das glauben, dass diese Welt wie eine Unjawut ist, der Sinnflut wir. Wir glauben, dass wir mal morgen, was für 3 Tage und 3 Nachten einen Vers im Buch wie und der starb nicht. Warum ist es so schwer zu glauben, wenn Gott sagt, das ist wer du bist? Warum ist es so schwer zu glauben, wenn Gott sagt, dass du wirst tot
Nu bist du zum Leben gekommen oder du bist hoch mit Christus über alles gesagt, was existiert. Warum ist das so schwer anzunehmen, dass du es alle jährliche Sehnungen gekriegt, was du brauchst, um ein gutes Leben leben? Warum ist das so schwierig zu glauben, dass du in diese Umstände rückkommst, wo du nicht bist, oder in diese Depression, oder in das Leben, wo du hockst? Warum glaube ich das nicht? Und Paulus sagt, je wollen wir lernen zu glauben, je wollen wir das Schild brücken, um so zu nicht merken oder verbruch merken. War all diese Wied, was du leer senden, in profien Leben verbrucht zu merken, dass ein Wied von so tun, wo so tun merken, andere Menschen braucht um ihn verlieren, aber wir müssen uns lernen, dort zu glauben, was Gott sagt von uns. Wenn du diese Fall hast, du bist nicht ein Christ, woran wirst du deine Gefällung nur gehen, steht dort nur, was Gott sagt, du bist, wenn du hast das Opfer angenommen. Wenn du diese Fall hast, du bist allein und Gott hat dich verloren, woran wirst du nicht deine Gefällung gehen, und steht dort glauben, dass Gott sagt, ich sehe alle Tag bei dieser Welt ein. Wir wollen uns mal lernen, zu glauben, ganz vom Herzen zu glauben. Das fünfte hier ist unsere Radung. Und jetzt sind wir abfallen, dann hier können wir 3 Wege von reden, und ich glaube, wir sollen ein Tag. Wenn jetzt, ich glaube, in unsere deutsche Kolonien, in unsere deutsche Welt ist das so ein wichtiges Thema. Das bewahrt uns Verstand, das ist der Helm, das den Körper, das Verstand nicht schwören nicht. Und das ist der Radung. Und ich will da eins, woran Paulus das hinbringen. Und wenn wir das durchdenken, dann wird wir sehr gut woran. Weil wenn du nicht gerat bist, dann weißt du gut, dass du bist nicht mehr ein Kind Gottes. Und wenn du gerat bist, dann bist du. Aber das zu glauben, dass so die diese Wahrheit nicht wahrnehmen, das ist schwierig einmal. Und unsere Kolonie hat eine Irrlehre, was ich glaube, eine von den gefährlichsten Irrlehren ist in unserer deutschen Welt. Von der. Das ist, du kannst nicht weiten, dass du gerat bist. Okay? Nur diesen Tag kannst du das nicht bloß weiten, aber du sollst das unbedingt weiten. Du sollst unbedingt weiten, ob du gerat bist oder nicht. Weil wenn du nicht bist, dann wirst du verantwortlich sein dafür. Und wenn du gerat bist, das ist der ganz einzige Weg, wo du wirst so tun gewinnen und andere Menschen diese Radung mitteilen. Das ist so ein sehr wichtiges Thema. Wir wollen mit den Enten Weg siegen, um die biblische Wahrheiten durchbringen und nicht bloß sagen, ja, wir können das weiten, wir müssen das weiten. Könnt ihr was fragen? Wenn du nicht weißt, ob du gerat bist oder nicht, wo weißt du, in wem sie sie du bist? Von so tun sie keine Krieg oder Gott sie keine Krieg. Wenn du wirst so tun gewinnen und du nicht nur weißt, in wem sie sie du bist, oder du bist vielleicht an so tun sie keine, wo wirst du das merken? Du musst weiten, wer du bist. Und du wirst mit klar merken, wer du bist. Kann ich etwas sein? Ich glaube uns auf ihrem, so ein größter Kampf, ein größter Battle ist nicht der Krieg selbst, wo wir sind, aber zu glauben, dass das Krieg all gewonnen ist. Ich hoffe, ihr hört das. Ich glaube uns auf ihrem, so ein größter Battle aus Kirchenfilmen ist nicht der Battle selbst oder der Kampf selbst, aber dort anzunehmen und zu glauben, dass Jesus hat diesen Krieg fertig gemacht. Und dann andere Menschen dort mitteilen und helfen zu glauben, dass das Krieg ist fertig gemacht. Und ich wünsche, die würden dort horchen. Ich will hier, ich kann mich jetzt hier stärken. Mir hat einmal ein Ding zu ihnen zu sein, fair wie du fortgehen, die jeft das Letzte, und das ist sehr gut, und ich glaube, das ist ein von denen, wo wir einmal uns nicht ganz hinein mit Rot weiten. Die jeft das Schwierten, das ist das Wort Gottes, und dort ist das, was wir kriegen haben, war da nicht unbedingt zum Offense spielen, aber zum Defense spielen und so tun gewinnen. Und er sagt, dass das Schwert oder das Maß, was die sollen drehen, das soll das Wort Gottes sein. Es sind ein paar Dinge, was mir wichtig sind, wenn ich von das reden darf. Vielmal glaube ich, dass wir brauchen die Bibel nicht lesen,
Wir brauchen nicht studieren, wir brauchen nicht mulweiten, was die Bibel sagt. Und dann ein Tag, wenn so tun, was kommt, dann wollen wir bloß wo wir die Bibel schön lesen und dann wird das alles helfen. Und ich glaube, wir müssen das Bild sein, was Paulus uns geben hat, wenn diese Jungs, was die römischen Soldaten, die hatten einen Weg zum Fährten, so es kein anderer Mensch auf der Welt hat. Die Geschichte sagt uns, dass die römischen Soldaten, die können das ganz beste Fährten von allen Ländern bewältigen. Die Geschichte wisst ihr auch. Aber die hatten ein besonderes Ding von den Eivendeiten. Die hatten meist keinmal Krieg, bitte die Jungen die Welt annehmen. Und dort meint, dass meiste von diesen Jungs, die wählen wenig Zeit auf den Krieg, aber wir niemals einen Tag in der Leben, wo die nicht müssen eiven. Okay? Und was die mit den römischen Soldaten deuten zu der Zeit, die wurden den einen großen Pool in der Hand geben, wo doppelt so schwer wie es der schwirrt. Und die mussten den ganzen Tag über durch mit das Pool. Tom, wann du mit einmal Wut kriegst, komm, dass die wurden nicht kleine Maße, noch wie ein große Maße, aber für die fällt sich das nicht. Okay? Und wo die diese Maße sprechen, in keiner können was jene tun. Und wenn Paulus sagt, wir sollen uns schwer zu brücken aus der römischen Soldaten deuten, dann meint es unbedingt, dass wir sollen nicht bloß einzelne Menschen sein, die in der Bibel mit in die Kirche nehmen, die sollst, um sein, dass der Prediger die nicht verliehen wird, aber brückt das Tüß, eif dort und studiert dort und lehrt auswendig. Ich sage, vielleicht muss ich ein großes Mühl fallen, ich will ganz klar über einen anschmieden, aber ich sage zu Ihnen, die Bibel ist nicht unsere Wahrheit, sonst sehe ich nicht. Ich sage, die Bibel ist nicht unser Grund, Jesus ist. Und die Bibel ist dort, wo uns nicht Jesus wiesen hat. Aber wenn wir nur Jesus kicken, wo Jesus Gott sein wird brücken, das wird unglaublich. Und die Matthäus Kapitel 4 mal gesehen haben, du fängst dazu tun, ich habe nur Jesus in der Welt versiegen, weißt du noch? Nur dass der fertig der aus in der Wüste was. Und dann kommst du zu Han und sagst zu Jesus, wenn du Gott sehen bist, dann merkt das ein Stein zu Brot, wenn Jesus hungert. Wenn du Gott sehen bist, nicht so tun, dass du gleich liegen, aber der fragt Jesus eine Frau, oder der sagt zu Jesus Wort, dass Jesus soll sich verlieren. Gott hat just zu denen gesagt, fertig der auf Erde, hat zu denen gesagt, du bist mein Leben sehen und wem ich in Wohlgefallen habe. Und nun kommst du zu und sagst, wenn du auf ihrem Gott sehen bist, und weißt du, was Jesus tut? Nicht Jesus wie Gott, aber der wies uns, wo zu leben auf dieser Welt. Und Jesus sagt, du steht geschrieben. Und dann braucht er einen Text von Alten Testament, und dort schwirrt Gott, das ist ein Sutenkrieg über den Kopf. Dann kommt Suten 3, und dann sagt er nach Himmel zu Jesus, wann? Und dann sagt er, und er versiegt den Wahrheit, und dann kommt Jesus, braucht das Selzie, und dann sagt er, du steht geschrieben. Und dann kommt er dem 3. und Jesus gibt das Selzie Antwort und sagt, du steht geschrieben. Der braucht 3 Texte vom Alten Testament, aber jedes Mal kriegt so tun mit einem großen Schwert über. Und dann sagt er, dann verlässt so tun für eine Zeit lang. Nicht für immer, aber für eine Zeit lang. Und so hat mein Eiven. Ich kann euch dir fragen, wenn Jesus Gott sehen, wo so ein Gewehrbrücken ist dort, wo glaubst du, dass die was mit dem Gewehr so tun gewähren? Wo glaubst du, dass die was mit deiner Kraft so tun gewähren, wenn die kämpfen? Das ist allmählich, right? Ich stelle mir einmal von diesen Movies vor. Je gleich nicht Action-Movies zu watchen, right? Ich bin dehydrated von der. Some von diesen Movies, Marvel-Movies oder Transformers, wo Menschen dann Aliens fährten. See? In der Welt können die Weapons brauchen, was die Welt, die können ihre Jets zu Hand checken, die können nicht gegen diese Aliens tun, nicht? Dann manchmal hast du einen Human, ein kleiner Guy, der fängt einen kleinen Funny Gun, das sitzt ein, weiß nicht wo von Tier, dann der mit diesem Gun scheiden, in die Aliens zu spritzen, wenn das ein Alien Gun. Weißt du noch? Das kragt das Bild, was Paulus uns sagt, wenn das Wort Gottes, das schwert, was er sagt, wie sollen brücken, das dann nicht dienen wird. Du kannst mit den besten Wellen, den besten Proben suchen zu gewinnen, aber du wirst es nicht kennen, lass du was mit einmal Gott seine Weapons nehmen. Lass du was mit einmal Gott sein Wort brücken, um die Wahrheit über dir bringen und du wirst gewinnen. Nu, ich will hier ganz kurz ein letztes Ding wiesen, was Paulus tut. Kann ich ganz tief, den sie im Größten nach bekicken, wenn wir sind eher tief, aber Paulus gibt 3 Dinge, die sage ich euch mal. Das tut alle im Gebet. Okay?
dann sagt er, bet Gott um Help, bet immer, wenn der Jesus du zu onroopt oder onmond, blieb wakker en geef nicht ab mit beten, hielt nicht ab mit beten. Das Guy meint es so, wir sollen beten. Alles, was ihr dann bet. Das zweite Ding sagt er, bet für all die Heilige. Und dann sagt er, das dritte, sagt er, bet auch für mich oder für die Missionaren, dass die Mission wird wieder gedreht werden. 3 Dinge. Bet für uns selbst, dass jedes Arme werden anhaben. Bet für uns um sich. Und dann bet auch für, dass die Mission wird wieder gehen. Hier hat sich eine feine Vision von der Kirche zu haben, nicht? Gott leben in der Kirche dein in der Welt beeinflussen für Jesus. Paulus sagt, bet, dass das wird passieren. Nu mir gaat sluiten, aber ich will ein letztes Ding sagen. Paulus gibt ein paar Großversen, die ich nicht will lesen, die kann ich wirklich lesen, sind wichtige Dinge machen, aber die gibt ein Großvers zu der letzten Kirche, aber das ist ein Ding, was mir angeht, zu vertellen, wie Uwe und von der. Weißt du noch, dass der Reimer, der hat einen langen roten Rock einmal an? Und Paulus sagte nicht von, aber ich will das für frei geben und dann kann ich damit tun, was ich will. Aber die Bibel sagt uns, dass Jesus ihm Blut ist sehr, sehr wichtig für uns. Weißt du, warum der Reimer einen langen roten Rock hatten? Was meistens an ihr hang? Wenn die würden fährten gehen, ein von den ganz geradsten Dingen, die ein Volk kann gewinnen oder verspielen, ist, wenn die glauben, dass die sind defeated, die sind verspielt. Und so, wenn ein von den Völkern sehr blutrig ist, da muss sein, das sind 2 Völker, ein Kampf gegen den anderen. Das Volk ist sehr blutrig und das ist nicht blutrig. Wann von der Gläubigen wollen Mordfuten und wann von der wollen anmutig sind im Fetten. Right? Der wollte nicht blutrig sein, der wollen Mordfuten. Weißt du, warum der Reimer diese rote Reich hatten? Bloß, dass Blut nicht wollte sein, sondern der nicht wollte ein ganzes blutet Volk sein, dort, wenn die verschnitten und verwundet werden, die Enemies würden niemals sein, dass die verwundet werden. Und ich wundere einmal, wie das Ding für jeden ins Leben fährt zu tun. Kann ich Ihnen sagen, ein Ding, gegen was so tun nicht kann, dass Jesus ihm Blut. Jesus ihn und Jesus ihm Blut kann so tun nicht verdrehen. Und wenn wir ganz gecovert sind mit Jesus ihm Blut, dann so tun der ein anderer. Das ist ab ihrem so. Wenn so tun Schemes brücken, hängen im Licht viel in der Weg, um uns verlieren, weißt du, wo wir so tun können, wir werden mit Jesus ihm Blut. Und wir sind gecovert, wir sind bedacht mit Jesus im Blut. Und das merkt der ein anderer, dass nicht mal weit, was er soll tun. Und das kriegt die Ursache, warum wir von der wollen tun, was wir wollen tun. Wir wollen uns bloß denken helfen, dass Jesus im Blut wie genug für alles, was so tun, uns verschmieden wird. Jesus im Blut wie für alles genug. Ja, wir sind verwandt, ja, wir haben Blut, ja, wir haben Dinge getan, was wir nicht sollen tun, aber wir sind so dankbar, dass Jesus im Blut uns bedacht wird.